Michael Servela ist zurück am Open Air Grenchen 2025, das mal vollständig. Ja. Die beiden Servelas und Extrawurst. Das sind wir ja wirklich. Wir haben es geschafft. Und alle, die jetzt... Ja. Oh, wenn wir den Umi gerade... Nein, wir pöbeln den Umi jetzt nicht also an, der weil hat sonst genug zu tun. ja, sonst wird das vor allem auch viel zu lang gehen. Nein, wir haben es so. Wir sind jetzt am Open Air Grenchen angekommen. Wir sitzen gerade im Backstage, nerven alle Bands, weil wir ihre Sofas brauchen. Voll. Und ich hatte einen stressigen Morgen gehabt, um das Ganze zu organisieren, während der Brian und der Ricky einen stressigen Morgen hatten, um ihre Zelte aufzustellen. Ich habe noch Zeltkampf, ja. Ich bin da angekommen, das allererste Mal mit dem ÖV, aber es war kein Problem. Direkt der Zug auf Aarau, nachher da in das Kaff da, Grenchen, das heisst ja sowieso Open Air. Ja. Und dann da hin. Und nachher wirklich das Zelt aufgestellt. Und dann war es so geil, hat es angefangen zu regnen, in dem Moment, wo French Fries angefangen hat. Und es hat aufgehört zu regnen, in dem Moment, wo sie fertig waren. Man hat das ganze Konzert können im Schermen schauen, in der Sounderia, und jetzt ist man immer noch trocken. Ich wollte sagen, es ist anzumerken, dass das nur gut ist, wie sie in der überdachten Stage gespielt haben. Ja, das ist noch ein wichtiges Detail. Das war mega cool auf jeden Fall. Das ist ein Vorteil von Sanderia. Das stimmt. Ja. Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, ist dort hinten gerade das Lumpenpack am Essen. Das Lumpenpack? Ja, ich weiss auch nicht, wie die aussehen. Ja, etwas so wie die dort hinten. Ja, rufst du mal für eine Ford Fiesta! Nein. Nein, das machen wir nicht. Nein, ich glaube, wir dürfen wieder da hinkommen, wenn wir das letzte Jahr im Backstage benommen haben. Das wäre ein bisschen dumm, wenn wir jetzt da einfach rumschreien. Stimmt. Aber hey, die sind gut gewesen, French Fries, haben wirklich Freude gemacht, guten Auftakt. Ja. Und nachher haben wir eigentlich das Intro da aufnehmen. Ja. Dann sind wir einfach noch so an der Mainstage vorbeigelaufen, wo Code of Conduct losgelegt haben. Und wir haben alle drei gedacht, wow, geil, da müssen wir jetzt noch eine Viertelstunde hören. Unbedingt. Ja, vor allem Code of Conduct, das ist... ich habe das angeschaut und einfach gedacht, boah, Bruder, das ist wie Hatebreed, einfach in geil. Es ist wie Valetudo, einfach in Welsh. Hey, gern für Hardcore, hure gut. Ja, ist krass. Ich habe wirklich gedacht, das triggert dich ein bisschen mehr, Brian. Nachdem wir letztes Jahr schon das Falling Out gehabt wegen Hatebreed. Sie sind unglaublich gut gewesen da und ich habe Jamie Justa im Backstage zugeschaut beim Kaffee trinken. Darum, oh mein Gott, nein, das ist Ding, das ist... Oh mein Gott, Junge, dort hinten stehen gerade... Bella hat einen Fanboy. Ja, ich habe gerade einen Fanboy, ich bin gerade am Durchgehen. Dort hinten stehen gerade Lumpenpack und Blackout Problems. Ganz verrückt. Cool, ja. Ich weiss bei beiden nicht, wie sie aussehen. Voll, same. Das dort siehst du mit dem Hütli, der gerade die Hand oben hat, das ist der Sänger von Blackout Problems. Ja, voll, zeig und der dort hinten spielt Gitarre, ist Gitarre. Nice. Voll, zeig den Finger an. Sie schauen eh nicht in die Richtung. Sie schauen eh nicht in die Richtung, es ist egal. Fair. Aber ja, ich habe gerade wirklich kurz einen Fanboy-Moment. Du, das darf es auch mal geben. Ja, voll. Ich hoffe, Batterien haben im Fall. Aber ja, ich glaube, es ist gut. Ja, komm, also das Intro läuft, von dem her, es ist gut. Also ich würde sagen, 2 Bands bis jetzt, beide schon mal top gewesen. Ja. Nachher kommt schon Irony of Fate, oder? Ja, nein. Kommen die nicht als drittes? Athlete spielt noch zwischendrin und dann kommt Irony of Fate. Ah, easy. Genau, dann gehen wir das schauen. Und ich glaube, die spielen jetzt wahrscheinlich auf der Code of Conduct spielt, glaube ich, 3/4 Stunde auf der grossen Bühne und dann auf der kleinen Bühne am Viertel vor nochmal eine halbe Stunde Slot von Athlete und dann Irony of Fate. Wo wir, wenn alles gut läuft, nachher nochmal werden interviewen. Ja, das wäre schön. Ja, ich freue mich. Also es ist schon ein bisschen nass gewesen heute. Das stimmt. Ich habe schon ein T-Shirt gewechselt. Ich habe den Open Air Grenchen T-Shirt bekommen, angezogen, komplett nass gemacht, wieder abzug. Kannst du dann trocknet wieder bis du pennen, kannst du in der Nacht anlegen. Genau, perfekt. Nein, aber cool. Also, Nico und ich sind sogar Merch anschauen und sie haben richtig geile Merchandise da. Und die Merchandise-Dame hat uns gesagt, hey, wenn ihr eins mit dem Print wollt, müsst ihr am besten um 12 Uhr kommen, weil sie sind gestern schon fast ausverkauft gewesen. Ja, und es sind wirklich ganz coole Designs, also Chapeau an den, der das gemacht hat. Ja. Es ist wirklich geiles Zeugs. Dann kann ich das abchecken, unbedingt. Okay, Silvan, hör auf. Und jetzt ist wahrscheinlich gerade ein Ding fertig geworden. Ja, Code of Conduct ist fertig geworden. Athlete wird jetzt gleich anfangen. Wissen ihr gerade, was Athlete für Musik macht? Ich glaube, etwas in der Richtung Punkrock. Okay. Ja, heute ist eben, Freitag ist normalerweise mit Punky, oder? Ja, full Disclosure. Wir haben 4 Bands wirklich rausgesucht, zum Interviews machen damit. Sorgfältig ausgewählt. Handverlesen. Und dann habe ich Anfangswoche denen schreiben, zum Dates abmachen. Ich dachte, easy, 2 am Freitag, 2 am Samstag. Easy. Alle sind am Samstag am Spielen. Voll. Alle 4 spielen morgen. Das haben wir super eingefädelt. Top gemacht. Und wir machen noch den Live-Podcast auf die Bühne. Das ist auch morgen. Morgen wird absolut nicht stressig für uns. Ja, ist ja wo wir sehr
sorgfältig geplant haben, was wir machen in dieser Stunde. Absolut. Also ich habe nach wie vor keine Bedenken. Ich habe auch keine Bedenken, aber ich habe mir Mühe gegeben und von den anderen zwei ist einfach wenig bis gar nichts gekommen. Von mir ist halt gekommen, mach dir keine Sorgen, es kommt eh gut. Ja. Und von Ricky ist gekommen, Bruder, ich bin krank. Ich war 2 Wochen krank im Bett gewesen. Ja, ich bin froh, bist jetzt wieder fit. Wirklich, dich hat es voll flach gelegt, oder? Oi. Ja. Aber du mit Medis läuft. Medis, noch ein bisschen Whisky, Cola und so. Er ist eben an der Lexi ihrer Geburtstagsparty gewesen. Das hat nicht geholfen. Spreader-Event gewesen, oder was? So, ja. Nein, aber sonst, wie ist eure Granichen-Experience bis jetzt? Ricky, du bist das erste Mal im Backstage von Granichen, da hast du noch nicht so viel gesehen. Ja, voll. Das ist heute auch komplett anders wie letztes Jahr. Stimmt. Ja, ich war letztes Jahr nicht gewesen. Zwar Infield eigentlich nicht. Infield ist gleich wie immer, nur für uns ist es anders. Ja, für uns ist es anders. Ja, voll. Nein, ist ganz cool. Also, aber es ist super. Es ist immer schön, da hinzukommen. Auch wenn anlaufst oder und bei den Medien sagst, hey, ich bin von Metal Server, ja cool, du bist der Dritte, komm rein da, Bändel dieses. Ja, cool, ist einfach, du kannst gar nicht der Dritte gewesen sein. Ja, der Ricky ist noch nicht er hat einfach gemeint, der Nico wäre auch einer von uns. Ja, aber hey, es ist einfach cool, wie du da ankommst und du wirst freundlich empfangen. Ja. Du hast einen geilen Campground mit genug Platz. Kannst dir gerade irgendetwas aussuchen, neben chilligen Leuten. Ja. Und ich habe gemerkt, ich bin schon recht routiniert mit Pavillon aufstellen. Es ist auch mega schnell gegangen. Ja. Darum, nein, ich bin ready für die ganzen 2 Tage. Wirklich. Geil. Same. Ja, ich war ein bisschen gestresst, weil ich da reingekommen und dann habe ich basically mal kurz alles für Metal Server alleine stellen, weil die anderen 2 ihre Zelte müssen aufbauen mussten. Shoutout an Bella. Ist easy. Ich habe den Nico ein bisschen missbraucht. Ja. Shoutout an Nico. Du hast ganz viel Arbeit für uns gemacht. Auch schon letztes Jahr übrigens. Nico, bester Mann. Bester Mann. Ich brauche alle einen Nico. Der Nico hat gesagt, so, wieso mache ich das schon wieder? Ich so, weil du ein guter Sieg bist. Und dann habe ich gesagt, ich würde das Gleiche für dich machen. Und er so, ich habe keine Band und keinen Podcast. Ich so, Nico, du hast eine Band. Und er so, nein. Ja. Und dann, in welcher Band ist der Nico? Taoist, Head of Crew. Taoist Collective. Er ist Crewmitglied, er hat das Shirt. Er ist Head of Crew. Head of Crew, ja. Wow. Sogar. Er ist der Einzige mit einem Shirt, wo Crew draufsteht. Und ich will so oft sagen, wie es geht, machen die Shirts als Merch. Ja, das... Gut, ich meine, es ist ja im Ricky sein Ding, aber ich habe das Gefühl, man sollte die eben nicht als Merch machen, um es ein bisschen vom Publikum abschalten. Ja. Oder wir haben es eben auch schon überlegt, die als Merch zu machen, aber dann einfach mit... Weniger gut. Quasi, nein, schon gleich gut. Wir können ja die gleichen Shirts bestellen, aber dann einfach mit Goon Number 1, Goon Number 2. Nein, nicht Goon, wir sind nicht Sonor, aber einfach mit... Support. Wir könnten ja blöd sagen, kannst ja eine Liste machen, dann können die Leute ihren Namen aufschreiben und alles und dann das Ganze. Oder Fifth Man on the Stage. Irgend so etwas könnte draufstehen. Irgend so etwas. By the way, hat irgendjemand von den Wacken Livestream gesehen von Expello? Ja, sicher. Ich war im Freestyle-Camp am Leiten und ich konnte ihn nicht schauen. Also ich habe geschaut, aber nicht gehört. Und ich habe ihn geschaut. Ich habe es live gesehen, aber 2 Stunden später nicht geschaut, weil ich am Schlafen war. Ich habe es auf jeden Fall geil gefunden, weil ich dort dem Dude zugeschaut, der eigentlich ja mein Ersatz bei Taoist ist. Etwas machen, was ich nie machen werde, nämlich am Wacken Open Air spielen. Ja, stimmt. Wurde gut gemacht. Ja. Nein, sie haben es super gemacht. Und mir ist aufgefallen, das Mikrofon vom Goody und dem Nicky sind nicht gegangen, außer beim letzten Song. Ja, voll, aber das kann ja auch nur sein, dass es im Stream war. Vielleicht hat man sie live gehört. Fair, und ich meine, das ist Jammer auf mega hohem Niveau. Ja. Und sie haben einen Circle Pit gehabt, sie haben einen Crowd-Server gehabt. Das beim Metal Battle ist nicht selbstverständlich. Ja. Crowd hat mitgemacht, das ist geil gewesen, ja. Mann. Und bei hure viel Regen. Ich habe auch Kollegen geschrieben, die nicht für sind, weil es nicht zu viel geregnet hat. Und es ist wieder ein richtiges matschiges Wacken, wie im 23. Der Janik ist früher gewesen, das ist Ehrenmann. Ja, Mann, Ehrenmann. Speaking of Janik, der ist ja morgen da. Ah, stimmt, ja, der muss noch runterreisen. Ja. Der ist jetzt auf dem Highway, glaube ich, oder? Gute Fahrt. Holy fuck. Ich hoffe mal, dass er fliegt. Ja, stimmt, das wäre ihm zu gönnen. Ja. Aber ich nehme mal, er fährt. Wir wünschen Janik mal eine gute Fahrt. Und, hoffentlich sehen wir uns morgen. Ja, I hope so, ja. Nicht schon lange nicht mehr gesehen. Muss Janik noch etwas fragen? Ob er mich will heiraten? Ja. Wäre doch etwas. Das wird schwierig, aber... Wieso? Viele Fragen. So, er ist ein hübscher junger Mann. Ich bin ganz okay. Ja. Ich sehe dieser Liebe jetzt nicht so viel im Weg. Ja. Und ihr habt mal eine Band zusammen gründen? Ja. Oh nein, haben wir das schon mal geredet? Crossbreaker haben wir, glaube ich, noch nicht. Ricky, nimm dein Mikrofon mal als Mund, du machst mich hässlich langsam. Ich glaube, ja, nicht davon geredet, aber ja. Also wir wissen ich glaube, jeder kennt die Geschichte von Crossbreaker. Ich glaube, im Podcast haben wir noch nie darüber geredet, dass der Janik und ich mal betrunken haben, eine Thrashband gründen, die Crossbreaker... Also der Janik hat eigentlich... Ich habe Janik geschrieben, wir müssen eine Thrashband gründen. Und er so, ja. Sie heisst Crossbreaker und ich habe schon 5 Demos. Geil! Das ist auch nie zustande gekommen. Stell dir vor, was das hätte können werden.
Und, ich hoffe immer noch darauf, dass wenn sich bei Paleface ein bisschen beruhigt, weißt du, wenn es on the top sind, wenn es gleich groß sind wie Slipknot, dass er dann ein bisschen Zeit hat. Die Demos sind schon geil. wär's. Ja. Easy. Ja, in dem Fall. Ich würde sagen, wir schauen noch ein paar Bands, überfallen nachher Irony of Fate und zwingen sie mit uns ein Interview machen. Jawohl. Und dann sehen wir uns wieder. Voll. Hast du nicht French Fries belästigen? Ja schon, aber sie sind gerade ein Fotoshooting machen, oder? Dann ist wieder, ja, aber wir können ja gleich schnell Sind sie warten. fertig? Ich frage sie mal. Ja, frag Tipptopp. Bonjour, mon amour. Nous sommes avec French Fries und zum Glück redet sie Deutsch, das wäre so schon peinlich für uns. Und als erstes, bevor ihr zwei zu Wort kommt, muss der Bella noch etwas beichten. Er hat nämlich gemeint, heute spielen alle Schweizer Bands, die spielen, sagen Welsche, oder? Das stimmt nicht, ich habe gemeint, das sagen viele Welsche. Ich weiss nicht wieso, aber irgendwie habe ich Einfach das Gefühl wegen dem Namen? Nein! Ich habe sogar noch kurz Research betrieben, aber die war, glaube ich, einfach schlecht gewesen. Anscheinend. Auf jeden Fall muss ich euch ein Kompliment machen. Es sind definitiv die fancyste angelegte Band, die wir je im Podcast hatten. Das stimmt. Cool, merci. Hey, Simon, ihr seid von der Stadt Zürich, oder? Ja, ich wohne dort, Anita nicht, aber wir proben dort. Voll. Nice. Ihr dürft das Festival eröffnen, ihr habt Vollgas gegeben, gerade mal die erste halbe Stunde. Und ihr habt vom Wetter her vor allem alles richtig gemacht. Es hat während eurem Slot komplett geregnet, aber ihr seid auf der Zeltbühne gewesen, auf der Sounderia. Ist das wie das Feeling von euch? Ihr habt gesehen, rundum schifft, aber die Leute sind bei euch vorne. Hey, wir haben wie so überlegt, entweder gibt es zwei Optionen, entweder kommt einfach niemand, weil es findet ja, wir gehen später so Open Air, oder wir haben eine volle Bühne vorne dran. Und das ist es. Ja, und das Zweite ist aufgegangen, Ja. zu Recht. Ihr habt so treibenden Rock gespielt und eigentlich kann man es gar nicht so unter einem Ding fassen. Etwa die kommt so ein Scream hinführen, dann kommt irgendwie das Wah-Wah-Pedal zum Einsatz, alles Mögliche, oder? Wie könnt ihr euren Sound selber beschreiben? Sag. Eigentlich Anita first, aber hey, Mama hat gesagt, es ist einfach so Rock, aber eigentlich so Post-Garage, Rock-Punk, Avantgarde-Bullshit. Irgendwie so. Keine Ahnung. Wir sind gerne undefinierbar. Finde ich gut. Das hat man auch gemerkt und das ist auch übergekommen. Hauptsache ein Post im Namen, das ist wichtig. Okay, ich habe nämlich noch eine Frage. Ich habe gesehen, ihr seid schon etwa seit dem 18. macht ihr immer Konzerte ein bisschen überall, Region Zürich, ganze Deutschschweiz. Und dann habe ich gemerkt, dieses Jahr haben wir auch schon ein paar gespielt, aber so seit dem 23. haben wir wie so 2 Jahre Pause gehabt. Meine ich das nur oder haben wir wirklich so ein bisschen eine Bandpause gehabt? Hey, ja, kurze Zeit haben wir einen Unterbruch gehabt, weil ich habe noch studiert und dann war es wie ein bisschen viel gewesen. Und ja, das Set, das wir jetzt haben, haben wir auch zuerst noch kreieren und bis halt so ist, das braucht alles Zeit und wir sind ja auch nicht in dem Sinn VollzeitmusikerInnen, darum ja, braucht das halt auch ein bisschen länger. Und nachher sind jetzt wirklich Konzerte reingeprasselt und jetzt mit dem neuen Sound, wo wir haben mit Picture of Me, wo schon nochmal ein ganz anderes Level ist, haben wir jetzt schon sehr viele Konzertanfragen gehabt, genau. Und jetzt sind wir wieder dran, um neue Songs zu schreiben, genau. Voll cool. Darf ich mal schnell reingrätschen? Das hätte man eigentlich ganz am Anfang schon fragen sollen, einfach um irgendwie eine Timeline zu haben, wo es reingeht. Aber habt ihr sonst eure Band mal schnell kurz vorstellen oder euch ein Projekt? Ja, spannend das aber nie. so anhand von euren eigenen Worten, dass die Leute, die das jetzt hören, sich können ein Bild machen oder auch, wenn die jetzt irgendwie auf Spotify oder YouTube oder wo immer eure Musik schauen oder euch mal live sehen. Also ihr könnt schon schneiden, oder? Können wir, aber machen wir meistens nicht. Hey! Jungs, willkommen beim Metal Servila Podcast. Wir sind French Fries, wir sind direkt gerade von der Bühne gekommen und die Jungs haben uns das Lagerfeuer gezogen da im Backstage. Es ist schön. Wir sind French Fries, wir machen so Musik mit Gitarre und Schlagzeug und es ist ein bisschen verzerrt, dass man die Fälle nicht hört. Wir rocken schon mega lang, seit 2017. Haben die MC Anita bei mir. Ja. Absolut. Und ich bin der Simon und es freut uns mega, euch irgendwo zu sehen. Egal ob in der Schweiz, in Deutschland, auf dem Mond. Wir kommen fast überall hin, solange ihr die Späße übernehmt. So. Er könnte eine eigene Radiosendung aufmachen. Das heisst, wir geben ihm und dem Brian ein Mikrofon Ja, und dann können genau. wir jetzt eigentlich Party Genau. machen und sie machen den Rest vom In dem Fall Tag. tschüss. Voll. Aber eigentlich so Metal Server Podcast, ich habe schon noch eine Frage an euch. Alright. Sind ihr, Das passiert sich nie. Ja.
Sind ihr so seitlich eingeschnitten oder so auf dem Kopf, so der Zipfel? Ich hätte gesagt, beides. Ich bevorzuge es immer auf dem Kopf. Es gibt ja Leute, die nennen das eine Säule, andere geben dem noch andere Namen, oder? Weil es so wie 4 Beine gibt. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde Serval als hure grusig. Alter! Kennst du nicht das Video von so einem Typ, der sagt, Servila ist das absolut beste Fleisch. Du kannst es kalt essen, du kannst es warm essen. Ein fairer Punkt, ja, aber auf dieser Seite... Sprich Halt. das für den Servila. Halt. Nur so in den Raum gestellt. Einfach, dass ich das gesagt habe, auf dieser Seite ist auch Feldschlössli das beste Bier. Da hat mir nämlich ein deutscher Snowboarder, Profi-Snowboarder, die Augen geöffnet. Er hat gesagt, ihr habt ja das gute Bier hier. Und ich so, welches? Also, ja, das in der grünen Flasche. Und ich so, Quellfrisch. Also, nee, das mit dem Schloss. Ich so, Feldschlössli. Also, ja, weil, weißt du, Maka, das Bier, da kannst du dir einen Kasten reinstellen. Und einen Tag später kannst du dir einen Kasten reinstellen. Und einen Tag später kannst du dir einen Kasten reinstellen. Und du wirst nicht müde davon. Es ist einfach, du kannst dir das ganze Jahr einen Kasten reinstellen. Und auf die Art, mit dem Servila, muss ich sagen, hat er Ja. wirklich recht. Ja. Weil Feldschlössli kannst du einfach wirklich dir jeden Abend einen Kasten reinstellen und am nächsten Tag trinkst du noch einen Kasten. Wenn du das mit Kopf abmachst, nach 3 Kästen willst du nie mehr das Kopf abtrinken. Nein, schon nach 3 Fläschchen. Ja, aber dann du gleich bei anderes Servila, Thema. ja. Hä? Gleich bei Servila, hast du recht. Ja, eben, Servila kann ich auch jeden Tag essen. Du anscheinend nicht. Ich habe lieber Bratwurst, wenn es um das geht. Aber Dann hey, bin ich fast ich St. habe Galler. es richtig cool gefunden. Habt ihr euch mega spontan jetzt Zeit genommen? Falls ihr die Chance hättet, nochmal ans Gränichen zu kommen, würdet ihr die Sounderia nochmal nehmen oder müsste es dann die Mainstage sein? Hey, ich glaube auch, Sounderia ist wirklich sehr geil, aber wenn es Mainstage darf sein, dann ist es natürlich auch sehr cool. Also, Verständlich. absolut. Der das bucht, der hört den Podcast. Also Sehr gute gut. Chance. Unbedingt. Ich noch meine Mami grüßen. Selbstverständlich. Das war eine Lüge. Ich will die Mami gar nicht grüßen, weil die hört wahrscheinlich den Podcast nicht. Aber Shoutout an die vegane Nationalwurst vom Coop, die sich nicht Servila darf nennen, sondern vegane Nationalwurst. Das ist 1. August. Shoutout an Metal Servila Podcast. Danke vielmals. Also ich glaube, wenn ich da da das Schlusswort noch anfügen darf. Warte, es gibt eine vegane Nationalwurst im Coop. Ja, aber sie dürfen es eben nicht Ich Servila glaube, nennen. du musst die Schlusswort nochmal... Nicht, dass ich dir reingrätschen, aber ich finde die Story gerade sehr interessant. Ich muss da kurz... Ist Servila Copyright in dem Fall? Kann nicht. Nein, das Problem ist, du darfst fleischähnliche Produkte nicht mehr nach dem Fleisch benennen, weil nachher Boomers und Rechte das Gefühl haben, du würdest noch etwas wegnehmen. Du darfst es nach der Produktionsart nennen, also Wurst. Aha. Eine Wurst ist immer eine Wurst, egal ob Wärmestell drin ist oder Fleisch. Aber Servila hat man so seine Vorstellungen mit Gewürz. Also es ist ja keine Ahnung, was dort drin ist. Ich kann Aber nicht. Gewürze sind eigentlich noch easy. Ich habe das letzte für den Podcast geresearched und man will es auch gar Wer nicht will's wissen. Voll. Aber darum, ich finde, vegane Nationalwurst, glaubst du, aus dem Coop, da ist ein Mut für den 1. August. Geil. Die Also. ursprüngliche Namensgebung vom Servila ist wegen dem Hirni, weil früher hat es Hirni drin gehabt, darum heisst es Servila. Und jetzt, die Schlusswort. Leute, Wo ist die Connection von hier? Sorry, es liebt mir wirklich... Servila passt gut zu French Fries, was willst du sagen? no. Okay, jetzt wird es langsam. No. Ich finde euch eben einfach zu unterhaltsam, um euch jetzt schon gehen lassen. Darum wollte ich jetzt noch ein bisschen mehr mit euch schnurren. Jetzt musst du mir einfach schnell kurz erklären, wo der Zusammenhang zwischen Wurst und Hirn und Servila liegt. Ja, das ist vom Französischen. Ah oui, okay, jetzt ist gut. In dem Fall... Ja, Dann hat sich sehr schwer übrig. genau. Was ist Hirn auf Französisch? Etwas mit Serv, weiss ich was. Hirn. Auf jeden Fall, bitte sehr. Verzichtet doch auf die Wurst und esst French Fries. Word! Cool. Ja, danke vielmals und viel Erfolg noch weiterhin. Cool gewesen mit euch. Liebe Leute, wir sind hier mit Irony of Fate im Backstage. Wo ist in der Backstage vom Open Grenchen? Hola! Hallo zusammen. Die liebe Herren und Damen haben gerade gespielt. Wie war es? Es war geil, die Leute waren voll am Abgehen. Scheiße, es war geil. Ein Vibe. Ein richtiger Vibe. Und das auf der grossen Hauptbühne. Das ist geil Gerade gewesen. in einer Periode mit super Wetter, oder? Ja. Voll, es hat einfach geschifft. Wo wir gespielt haben, war einfach heiß. Sonne. Darf ich noch mal schnell kurz reingrätschen, nicht, dass wir den gleichen Fehler machen wie vorhin. Hey, ihr seid Irony of Fate für Leute, die euch nicht kennen. Was macht ihr so und wie sind ihr als Grenchen gekommen? Dann hören gefälligst die Folge mit Irony of Fate. Tatsächlich. Es gibt keine Folge mit Irony of Fate, es gibt eine Folge mit der Sveti. Und das Da ist haben wir um gar Band nicht so gegangen. viel über Irony of Fate geredet. Okay, fair.
Also, ich würde das gerne vom Lars hören, weil ich glaube, du bist Riff-Mastermind von dieser Band, oder? Also, was willst du von mir hören? Irony of Fate. Wenn du das müsstest jemandem erzählen, der noch nie von Irony of Fate gehört hat, dann würdest du sagen... Wir machen Metal. Geil! Und weiter! Ich weiss nicht. Einfach reinlassen, zeigen. Sagt mehr als zu erzählen. Das stimmt, aber wie lange gibt es euch schon? Was habt ihr schon erreicht in eurer Karriere? Wie viele Alben habt ihr schon produziert? So kurz ausholen, weißt du, ganz kurz Biografie durchgehen. Okay, es geht jetzt seit 2014. Gegründet haben wir uns in Burgdorf. Mit Burgdorf haben wir aber nicht wirklich viel zu tun, weil wir Besetzungswechsel etc. Lange Geschichte. Alben haben wir 3 rausgebracht. 2018 ist Pray for Freedom, Prepare for Extinction rausgekommen. Das ist das Debütalbum, das war wirklich schick. Geiler Run gewesen. Dann das zweite Album 2021 in the height of the Corona Pandemic. Das war geil. Also das Release nicht, aber das Album war der Shit. Die Shows waren ja der Shit, die Plattentaufe ein Jahr später, die Schür war bombastisch. Dann haben wir wieder ein bisschen Besetzungswechsel gehabt, der Greg ist gegangen, der Kevin ist gekommen, der F ist gegangen, der Grü ist gekommen. Und dann haben wir irgendwann mal das Gefühl gehabt, jetzt müssen wir wieder eine Scheibe rausbringen, dann haben wir Equinox rausgeholt. Ja, das ist schon ein Banger und jetzt momentan sind wir schon wieder neue Sachen machen. Und jetzt haben wir gar nicht gespielt. Geil! Und Equinox haben ihr nicht nur released, sondern ihr habt damit auch wählen an Eurovision Song Contest, oder? Ja, und da kann ich das Mastermind zeigen hinter dem. Das ist der Mailatz, da bin ich schon, ja. Oh yeah! Ich hatte eine Internet-Google-Suche und gesehen, man kann sich anmelden. Da habe ich gedacht, ich melde mich an. Also das Video, das es auf Instagram gibt, wo ich eigentlich ins Handy schaue, ist ziemlich akkurat gesehen, ja. Also du hast einfach gesehen, da hat so ein Online-Formular für den ESC, ich schreibe mich mal rein mit meiner Band. Ja, ich musste noch die Regeln durchlesen und habe gesehen, der Song darf noch 3 Minuten sein. Und wer uns kennt, weiss, es gibt keinen Irony of Fate Song, der weniger lang als 3 Minuten ist. Das haben wir dem Wally gesagt, also ich habe dem Wally gesagt, schau da, nimmst du Equinox Night, der muss 3 Minuten lang sein, viel Spass. Dann hat er den gekürzt und dann haben wir ihn so eingegeben. Jetzt haben wir auch released jetzt letzte. Es gibt eine ESC-Version tatsächlich von Equinox Night. Auf Spotify, ja. Auf Spotify, Tidal und jede hure Plattform, die es gibt. Und meine Frage ist, wie weit sind ihr gekommen in der Vorausscheidung, bevor dann die Zoe May, oder wie die heisst, euch den Platz weggeschnappt hat? Ich habe nur das Mail bekommen, dass wir sind nicht dabei. Ah, okay. Also wir sind nicht sehr weit gekommen. Sie haben es, irgendeiner hat es angelassen und denkt, welcher Double hat das eingeschickt? Hey, das ist aber mehr, wie die meisten Leute bekommen, wenn sie sich an anderen Bandcontests bewerben. Von dem her. Ja, das stimmt vermutlich. Genau. Ja, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Danke vielmals für das. Habe ich noch vergessen, der Endo hat noch bei uns gesungen und erst das zweite kam 2016. Das habe ich vorhin noch vergessen. Hey, schau da, der Endo. Geile Sicht. Das war aber vor dem ersten Album. Ah ja, voll. Tipptopp. Falls ihr nicht wisst, wer zweite ist, sie ist da gerade ihre Nacht. Und der Reis ist im Fall mega gut. Ich kann mich glaube nur von weißem Reis und Sojasauce ernähren. Shoutout Reis am Open Air Grenchen. Oh ja, Shoutout Reis. Gut, der Reis ist schon ziemlich geil. Ja, hast du auch einen Reiskocher daheim? Natürlich, ich habe ihn kaputt gemacht, aber jetzt haben wir einen neuen. Okay, das ist wichtig. Ja. Das ist das Erste, was ich allen Leuten immer sage, wenn sie in eine Wohnung einziehen oder ausziehen. Du brauchst einen Reiskocher und einen Staubsaugerroboter. Airfryer, ja. Ich würde sagen Airfryer, Team Airfryer. Ja. Airfryer ist wirklich gut. Das Airfryer ist aber Porsche. Der Reiskocher ist wirklich ein Staple, den brauchst du. Mindestens Grundausstattung. Airfryer ist, wenn du es kannst leisten. Es ist Mindestanforderung. Wie stehen dir zur Mikrowelle? Auch. Bedingt zum Auftauen genügt sie. Mhm. Heisse Schoki machen mit der Mikrowelle besser, als wenn du den ganzen Scheiß zuerst aufkochen musst. Hast du mal Brownie in einem Mug gemacht in der Mikrowelle? Ja, es ist nicht gut. Ja, den habe ich gemacht. Das ist cool. Das ist cool, ja. Shoutout an Mikrowelle. Ich bin Team Steamer. Shoutout. Wenn ich Video funktioniert habe. Okay, wir Rich Kids, Shoutout, Rich Kids. Wir wissen, wo Bourgeoisie bei Irony of Fate high ist. Aber erzähl mal ein bisschen von eurer Outfit-Auswahl. Warte, ich kann schnell, jetzt muss ich dich schnell unterbrechen. Das Ding war eben, mein Kollege hat unserer gemeinsamen Kollegin erklärt, Irony of Fate, das ist eine Band, die macht so ein bisschen melodischen Death Metal und sie sieht so und so aus. Und dann sind sie vor der Bühne gestanden und haben beide das Gefühl gehabt, Bruder, what the hell? Was machen die Rednecks da oben? Also Rednecks. Jawohl! Der Kevin ist ein bisschen Redneck mit seiner 4 von euch haben einen Pit Viper angehabt, oder mindestens 3, und es gibt keine Brille, die mehr Redneck ist wie ein Pit Viper. Aklis sind noch schlimmer. Ja. Du kommst aber hier, glaube ich, nicht. Adidas Pants sind auch geil gewesen. Muss sagen, was? Adidas Pants, beste. Ja, ich habe meine Heritage zeigen, so meine Herkunft in den Vordergrund bringen. So. Ja.
Es hat auch funktioniert. Also effektiv, aber bei den anderen habe ich mich gefragt, zum einen habe ich bei jedem ein bisschen scouten, was hat er jetzt verändert, dass im normalen Auftritt Klamotten. Und bei dir ist es wirklich am längsten gegangen. Ich habe dich angeschaut und gedacht, der Lars, der Einzige, der sieht aus wie immer. Und dann irgendwann hast du so den einen Fuß auf den Monitor gehabt und so ein Gitarre-Solo abgeschreddert. Und dann habe ich gesehen, was hat der für Boots an? Was ist das? Das sieht aus wie bei Wallace & Gromit. Ja, oder ein Lego-Männchen. Also, erzähl mal, was hast du darstellen? Hat das auch etwas mit deiner Herkunft zu tun gehabt? Das hat definitiv nichts mit der Herkunft zu tun. Er ist ein Lego, also ja. Der muss das Gewicht von einem Lego. Die Big Red Boots, die sind einfach legendär. Ja, die schon lange mal für ein Konzert haben. Heute war die Gelegenheit, dass wir so etwas machen können. Sind das die Hype-Dinger da, die so sau viel kosten? Wo können wir die kaufen? Das Original theoretisch schon. Okay. Ich habe eine China-Kopie, die nicht so viel kostet. Sind wahrscheinlich aus der gleichen Fabrik wie das Original. Ja, höchstwahrscheinlich, ja. Fair enough. Ja, aber das hat wirklich... Wie heißen die Boots? Big Red Boots. Big Red Boots, geil. Gibt es aber in anderen Farben. Es gibt sie nur noch in Gelb, in Crocs-Version. Oder können wir Hulk Hogan-Kombo machen? Aber sonst gibt es sie nicht in anderen Farben. Okay. Okay, aber jetzt nochmal zurück zu dieser Frage. R.I.P. Brother. R.I.P. Nein, das war ein fucking rassistisches Arschloch, nicht Rip Hulk Hogan. Das ist wirklich, also es ist schon geil. Es überstrahlt, was er gemacht hat im Ring, unabhängig von seiner Person. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ich hocke mit dem Brian und das wette da am Tisch. Und dem Lars, Chris Benoit noch lebendig gesehen. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nicht gesagt, Rest in Peace Hulk Hogan, Brother. Alles cool, ist in Ordnung. Ich habe nichts mehr zu sagen zu dem ganzen Thema, ich gehe jetzt. Tschüss. Nein, das ist geil, ich bleibe. Tschüss, Bella. Tschüss, Bella. Kaputt gemacht. Ja, also so schlimm ist es ja nicht gewesen. Ich meine, da könntest du auch beim Ossi etwas sagen und da schaut jetzt niemand an, was hat der mal schlecht gemacht. Schau, Ego Zwetti uns die Finger schwarz angemalt. Apropos, bei dir habe ich mega cool gefunden, Zwetti, immer wenn du so den Leuten gerufen hast, mach mal «Hey, hey!» hast du so den kleinen Finger raufgehabt. Ah, wirklich? Ja, du hast gemacht «Hey, oh nein!» hey. Aber nur mit der rechten Hand. Ich habe gedacht, hat sie den kleinen Finger verletzt. Und ist der Finger oben, wird man dich loben. Ja. Ist es die der ganze unten, Hand? wirst du geschunden. Ist es die ganze Hand? Nein, ist nicht. Okay. Ja, das war im Fall nicht Absicht, wegen dem kleinen Finger, aber... Das war ein cooler Move, wirklich. Ja, fair. So ist es zur Geltung gekommen. Für Ossi. Für den Ossi, R.I.P. Dann habe ich gehört, dein Kostüm war anscheinend gar nicht vollständig gewesen, Tömeri. Stimmt das? Ja, das ist wahr. Ich habe einen Borat-Tanga bestellt. Der Borat kennt ihr, oder? Ich habe das Ding bestellt auf Galaxus, aber es war von einem Drittanbieter und der hat Sommerferien. Nein! Das Dumme ist ja das erst gestern Abend erfahren. Verdammt! Und dann musste ich umdisponieren. Ich habe meine Kleiderschaft aufgetan, das total peinliche Hemd gefunden, kombiniert mit diesen total peinlichen Hosen, die ich mal am Sofa Fernpay bestellt und BAM! Aber jetzt ist immer noch meine Frage. Wieso? Also, das hat einen Grund. Wieso nicht? Warte, ich schon hier. Das lange mir als Antwort. Ich bin eine Woche Militär, 3 Wochen Ferien, komme in die erste Bandprobe und dann heisst es ist ja so, wir haben Outfits. Was, wir haben Outfits? Ja, einer der Borat-Tanga, einer Big Red Boots. Was? Was ist passiert in diesen 4 Wochen, wo ich weg bin? Okay. Nein, ich weiss immer noch nicht wieso. Ich weiss Ich glaube, die Antwort, wieso nicht, hat eigentlich... Trainer anlegen und ja, mein Punkt ist einfach, sie schaut, das Grenich ist eine Party. Ich habe vor 3 Jahren immer Comaniacs gespielt, das war eine Kilbe. Und ich habe einfach gedacht, wir machen Party, wir sind immer so eine ernst Metal-Band. Ich habe gedacht, nein, heute nicht, dann machen wir einfach Kilbe, fertig. Das ist der Grund. Nein, ich bin dafür, dass mehr Bands Adidas Tracksuits anziehen. Das ist wirklich super. Ja. Special. Ich lieb's. Shoutout zu Adidas. Ricky, du kannst Taoist einfach mit Adidas Trainerhosen ausstatten. Aber ich habe den Grünen, ich bin der Power Ranger Grün, du bist Power Ranger Black. Ja. Du hast einen ganzen Anzug, oder? Ja. Geiles Sieg. Aber ich habe den normalen da oben und nachher unten die gleichen Pants, die du hast, die so extra weiß auf die Seite sind. Die mit der taktischen Lüftung, ja. Genau. Das ist ganz geil. Mir ist Kann ich wieder empfehlen. Mir ist vorher aufgefallen, ich habe auch taktische Lüftung gehabt beim letzten Mal Podcast aufnehmen. Da. Wieso? Sind deine Hosen gerissen? Nein, ich habe vorher, als die Sonne geschonnen hat und ich das Zelt aufgebaut habe, ich den Hosenschlitz aufgemacht, damit sich lüftet. Und dann habe ich ihn nicht mehr zugemacht, bis die Kamera abgestellt hat. Nein, fair, kann passieren. Also spulen nochmal zurück und schauen ganz genau an. Wir haben es zwischen dem Intro und French Fries extra zoomen. Jetzt war ja richtig geil, ihr könnt am Gränichen spielen. Und ich weiss,
Ende August haben wir nochmal ein Hammerkonzert. Oh, hell yeah. Und jetzt ist meine Frage, haben ihr noch mehr das Jahr oben, oder ist das so... Ja, also okay. Das Jahr ist so eigentlich relativ ruhig bei uns. Also wir haben jetzt noch Joe im Zack. Jona! Mit Sons of Gachanes. Yes. Day Genesis, er hat Doppelschicht. Grüne Doppelschicht. Und Kerberos ist auch noch dabei. Das ist sogar normal gesagt. 30.8. Ja, ich bin Alkoholiker. 30.8. kommen alle denen, die nicht ins Wiesrüti gehen. Ihr wisst woher. Und dann haben wir noch... Brian kommt auch. Ich bin dabei, versprochen. Oh hell yeah. Und dann spielen wir noch am Renation Fest in Burgdorf Ende Jahr. Jawohl. Das wird dann noch ein Kill bei Merci Days of Ruin. Beste. Ja, voll am besten Brudi. Yes. Ja. Das ist eigentlich das Jahr nicht mehr viel los bei uns. Wir haben relativ easy, ruhig. Kannst schon ein bisschen spoilern, wir sind ja schon wieder im Songwriter von dem her. Let's go. Finde ich nice. Hey, go. Da habe ich noch wie so eine Art Cliffhanger. Die letzten 2 Mal, als ich euch gesehen habe, habe ich ein riesen Vergnügen gehabt, euch auch anzusagen. Und dort habt ihr mir jeweils eine Challenge gegeben. Und zwar ist es darum gegangen, den Kevin zu verkuppeln. Und jetzt nimmt mich natürlich Wunder, hat meine harte Arbeit endlich Früchte getragen, Kevin? Oh, das nimmt mich auch Wunder. Sicher nicht wegen dir. Aber in dem Fall schon. Ja, ich darf nicht erzählen. Es ist hier jemand direkt hinter der Kamera. Wer das ist, wissen wir nicht. Was die mit dem Kevin zu tun hat, auch nicht. Müssen wir nachher ein NDA unterschreiben? Nehmen wir sie vor allem, Okay, ist weil sie gut. das Interview ich habe nehmen. nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ist gut, also gut. Für alle, die sich fragen, wir haben vor dem Podcast ein NDA unterschrieben für gewisse Sachen. Ja, wir können alles erzählen. Irony of Fate ist da knallhart. Brutal professionell. Wir dürfen über gewisse Sachen nicht reden. Sie haben vom Wrestling gelernt. Zum Beispiel. Oder. Und. Ja. Kannst du da bitte piepsen? Was hast du gesagt? Weißt du, wenn ich sage, Steroids. nein, wir dürfen über Sachen nicht reden. Zum Beispiel. Steroide. Oder. Ah, Ja. okay. Ketamin. Ja. Ah, ist doch da. Alright. Nein. Dann, das Letzte, was ich noch zu sagen hätte, ist, Kevin, du hast einen YouTube-Channel. Mit dem bist du schon berühmt gewesen, bevor du mitgemacht hast bei Irony of Fate, oder? Wenn man dem so sagen kann, ja. So, darf ich eigentlich auch anmerken, dass Kevin und ich eigentlich quasi Bandkollegen sind? Das ist mir neu. Theoretisch gesehen. Wir sind Bandkollegen. Quasi. Wir sind Du hast ja Bandkollegen. auch schon bei Fear Life Schlagzeug gespielt. Tatsache war, ja. Ich habe da Bandhure gespielt, mal eine Zeit lang. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Roman wieder mal irgendwie kaputt geht und der Reto nicht kann einspringen kann, wird er wahrscheinlich ganz sicher wieder mal bei dir anklopfen. Jawohl, ich bin dabei. Das ist gut. Das wäre lustig. Von dem her, Roman, gang mal ein bisschen kaputt. Reto, nein, du gang nicht kaputt, aber wir sind einfach nicht dumm. Ganz am besten Fall. Aber wir sind einfach nicht dumm, dass der Kevin und ich zusammen ein Konzert spielen können. Das wäre mega lustig. Das war schon der Main Event. So Chat gesehen. Ja. Ich glaube, bei den Bands gibt es viele Mercenaries. Ich meine, wir haben da Comaniac, wir haben da Diagnosis, oder? Sveti, wann machst du Singer-Songwriter mit akustischer Gitarre? Oh, wie ist es eigentlich gelaufen? Das Taylor Swift-Ding. Mit was? Wir haben ja gesagt, wir lernen clean singen oder üben. Jetzt läuft das bei dir. Yes, das geht. Und wir sind am Demos aufnehmen. Der liebe Herr hier zwingt mich zum Lyrics schreiben und Demos aufnehmen. Sehr gut. Und wir haben ein bisschen Cleans probiert. Fuck me, ich brauche Autotune. Ich bin immer einen Halbton daneben. Es ist immer exakt ein Halbton. Keine Ahnung, wie das geht. Unglaublich. Ich höre auch keine Töne, weißt du? Du kannst mir sagen, mach diesen Ton. Ich habe das Gefühl, ich mache ihn, dabei bin ich irgendwie keine Ahnung wie daneben. Aber ich freut bin mich. tonblind. Aber wenn du genug näher bist dran, kann man es mit Autotune ja easy korrigieren, ohne dass es Ich merkt, dann auch wieder oder? Das macht T-Pain, jeder, aber sind das wir ist ganz okay. ehrlich. Das macht jeder. Also nein, bis jetzt tönt es noch nicht nach T-Pain. Am Anfang hat es enorm nach T-Pain getan. Ich bin selber T-Pain-Fan, aber Sehr gut. sie anscheinend nicht. Also ich glaube, ich bleibe lieber bei den Harsh Vocals. Alright. So ein bisschen für Effekt ist es okay, aber... Cool. Das ist gut gewesen. Das ist eben meine gemeinsame Kollegin von mir und Nico ist auch da gestanden. Oh, it's a girl, holy shit. Sie sollten mich clean singen hören. Du würdest ja sagen, holy Trotzdem shit. jeder kotzt. So schlimm ist es nicht. Wir haben am Anfang, als ihr Band war, haben wir aber das Trivium-Cover gespielt. Ja, das ist aber gut gegangen, das habe ich gut können. Pre-Chorus war es, Ja. wo sie clean gesungen haben. Das haben wir sogar im Mass of 16 gespielt. Ich habe sogar eine Aufnahme davon in die Finger bekommen, weil es jemand gefilmt hat. Dann. Das war der Grü oder der Züger. Anyway. Und das hat nicht mal scheisse Töne. Ja, so eine Matt Heafy kann ich. Ja, so sehr eine gut. Andy Biersack kann ich. Ja, sehr gut. Meine ich. Was kann mehr ich das? brauchst Du solltest, Okay, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Unbedingt.
Siehst du, ich meine, ich kann singen. Ja. In meinem Kopf tönt es richtig, aber es tönt nicht richtig. Ja, aber das ist doch das, was 90% der Sänger haben. Sie meinen, sie können singen und dann läuft es. Ja, nein, es ist doch Akustik-Gitarre für ein Cover, auch Oasis um ein Lagerfeuer und dann Flügelpfeil. Auch wiederziehen. Der Wichser, der an einem Lagerfeuer Oasis-Cover den Finger zieht. Ach so, also ich habe nicht gedacht, ich habe gemeint, das Sveti singt so schlecht, dass einfach die Leute anfangen sich zu schlägen. Aber du hast das so gemeint, dass du einfach den gehst verprügeln, wo Oasis spielt am Lagerfeuer. Wenn ich den sehe. Bin ich dabei. Hey, aber lustig, was du sagst, weil ich habe eben noch Fried Chicken geholt, als ich am Spielen war. Und nachher, du bist am Singen gewesen, oder? Und nachher einfach schnell Ansage gemacht und einfach einer mir so wie, es ist eine Frau, die singt. Ja, immer wieder lustig. Ja, fand ich. Gewisse Sänger und Sängerinnen möchten das ja die Ansagen so ein bisschen schauten. Ja. Ich kann das nicht. Das ist das Maximum, was ich kann. Und du verstehst nachher nicht, oder? Ja, es ist so ein bisschen, je nachdem, und wenn es was growlst, die finde ich es einfach ein bisschen cringy. Es ist bei gewissen Bands aber eben dann auch gar nicht cool, wenn sie dort stehen und so die Ansagen so durchschreien. Und dann denkst du einfach so, jetzt beruhigen wir uns. Also wie bei Arch Enemy zum Beispiel. Ja, wenn es einen Chorus-Grinder macht, fair. Ja, er kann's. Aber so die meisten Death Metal Bands ist wirklich so, da sagen sie in normaler Stimme, the next song is called. Und nachher kommt so ein Röhrli aus dem Burger King. Ja. Ja, aber es gibt ja die einfach konstant am Umschreien sind. Weißt du, die kaum ist das so, sie sind im Song innen so die ganze Zeit und dann ist der Song fertig und alle so, I wanna say it. Und du denkst einfach nur so, jetzt, hallo? Jetzt, benimm dich mal. Vielleicht sind sie einfach hässig und sie müssen rauslassen. Du spielst in einer Metalcore-Band, das heisst, dein Publikum ist 30 plus. Scheiße, ist das mittlerweile schon so? Ja, Metalcore, ich habe herausgefunden, Metalcore ist das neue... Steady Rock praktisch. Ja. Nimm mal dein Mikrofon wieder an, Junge. Was hört ihr Metalcore, Palais Royal. Ja, die hören Palais Royal. Ich habe das Gefühl, Junge sind die wie... Ich könnte die Antwort geben, lass mir doch einfach mal zu. Das kommt immer zurück, ja. Also das kommt schon wieder ein bisschen retour, ja. Hardcore, ja. Ja, schau dich so noch an. Ja, vor allem Deftones, alle aus Deftones. Die haben vor 2 Jahren hat sich kein Pimmel interessiert für die. Ja, aber ich bin Und TikTok, jetzt weißt wollen alle Deftones schauen. Ich verstehe es nicht. Aber lass die seit 20 Jahren. Lass mich doch einfach schnell ausreden. Okay. Jetzt wird's geil. Ihr zwei Huren Bias. Ich habe gemeint, Irony of Fates im Interview, nicht der Bill. Ja, nein, aber es ist eine Frage gestellt worden, die ich effektiv kann. Die hören alle sexy Musik. In TikTok sexy Musik. Deftones, Palais Royal, wie heisst da die? Bad Omens. Bad Omens. Oh, Bring Me. Ja, Bring Me. Street Talking, ja. Wie heisst die Music, stimmt, ja. Nugget Loose. Knocklos. Ja, Knocklos ist nicht so sexy, aber das Nein, ist oh Gott, gar nicht. Nein, Dings. Oh, ich hasse sie Aber nicht. Dead Poet Society. Deftones ist nur Horny Noise. Nein, du hast gesagt, nein, nicht schnell, es ist horny Noise Music. Eben darum. Metalcore ist der neue Hard Rock. Ja, Weil wir sind am Summerside dieses Jahr und ich habe unsere Dinge gesehen, ist es entweder eine Power Metal Band oder ein AC/DC Tribute. Und ich bin mir sicher, in 20 Jahren hocken wir alle dort und fragen uns, ist es irgendwelche Experimental Jazzcore oder ein Trivium Tribute? Ja. Beim zweiten wäre ich härter dabei. Ja, voll. Aber ja, ich sehe wie. Ja. Die Frage ist, was ist eigentlich die Melodeath-Zielgruppe heutzutage? Boah, ich glaube, die Melodeath-Zielgruppe heutzutage ist so in der Mitte 40 eine Familie gegründet und das ist Borderline-Alkoholiker. Ja. Darum, wir haben uns eigentlich angepasst, sind im Wandel mitgegangen und ja, wir sagen eigentlich Melodeath so... optisch. optisch. Und sie eigentlich dieser Welle, blöd gesagt, nicht ganz mitgegangen, sondern mehr darauf gesetzt, weniger Schnörk und mehr Prügel. Ja. Alright. Also macht ihr euch das nächste Album auch einfach als Bezeichnung Modern Metal, wie das alle Bands machen, was ihr so ein kleines Genre reindingselt habt, dann das Gefühl habt, nein, das machen wir jetzt nicht mehr, wir müssen ein bisschen aus dem rauskommen und dann einfach ein Album schreiben, das zwar soundtechnisch nicht wirklich anders, ja, also aber nicht es ist Modern Metal. Nicht grob anders ist, also man hört immer noch, dass es Irony of Fate ist, aber dann halt... Oh, es wird anders. Es ist einfach... Das hast du ja schon mal angezeigt, dass es ein bisschen anders ist, aber dann einfach ein bisschen moderner wird, wie das, was wir vorher gemacht haben, und dann kannst du einfach Modern Metal sagen. Ich glaube, beim nächsten Album hat vor allem der Grü recht fettig drin und durch das wird es zwangsläufig einfach anders tönen. Wenn ich jetzt schaue, Equinox, das hat zu einem riesen Teil der Gitarre geschrieben, also eigentlich 99% war Larryberg. Der Drums war natürlich auch schon der Kevin dran, was man gemerkt hat. Ja, Bass gespielt, man hat man nicht gehört. Und beim nächsten Material wird natürlich auch der Grün mehr drin sein. Und, sagen wir mal, das wird man merken. Und was wird drin sein, Grün? Schmerz. Ja,
wie soll man sagen, es ist mal ein legendärer Mensch aus der Wacken Metal Battle Jury zu Bern, der gesagt hat, IOF, die machen Metalcore. Finde ich nicht so geil. Shoutout. Shoutout. Tragisch. Mit dem Album wird es wahrscheinlich wahrer als bis jetzt, weil ja, ich weiß nicht, ob man das bis jetzt als Metalcore kann bezeichnen, ich zweifle daran. Ist eher so Metal Death, aber anders gewesen. Ich glaube, wenn man sehr ignorant ist, kann man es als Metalcore bezeichnen. Ja, aber du musst sehr stimmt. ignorant sein. Das stimmt, ja. Ja, aber eben, jetzt verdient der Name wahrscheinlich ist eher moderner und der Rest gehört er nächstes Jahr. Wahrscheinlich, ja. Coolio. Cool. Post-Melody. Nennen wir es doch einfach Modern Metal. Alright, sehr gut. Aber einfach Horny Noises. Ja, genau. Alternative Sexy Modern Metal. Nice. Proto-Post-Melody. Weil Sexy muss noch rein, damit Kids auf TikToks Oh hören. ja, stimmt. Ja. Alright. Aber man kann Metal auch Rock auch unterteilen in sexy und nicht sexy, weil es haben nur nicht sexy Bands Ist ACDC sexy? Nein. Ja, aber, danke. aber Royal Republic. Was? Royal Republic ist sexy. Oh ja, diese Alter Bridge ist schon sexy. Royal Republic, Alter Bridge ist auch sexy. Creed ist schon verdammt sexy. Creed Ja. Das ist aber jetzt nicht so schlecht, wenn es wird. Das ist vielleicht einfach Creed-Cover. Ja. Zweite, können wir eine Creed-Cover-Band gründen? You son of a bitch, I'm in. Oh, yeah. Let's go. Der Ricky auch, keine Angst. Das ist ein neuer Cliffhanger, für wenn wir das nächste Mal zusammenhocken, ob das funktioniert hat. Finde ich cool. Mit der neuen Band Ihr Crude. habt ja Nickelback covered. Ja. Richtig geil, Alter. Richtig geil, wirklich. Der Rock vom Feinsten. Ja, definitiv. Yes. Alright, Iron Fate. Merci mal. Merci euch. Danke, Tusi. Danke, Servalas. Und macht weiter mit dem, was ihr macht. Ja. Das ist super wichtig für die Szene. Gleichfalls. Es ist immer lustig. Ja, Ist immer machen die lustig bitte auch mit wieder mit dem, was ihr macht. Wir haben erst angefangen. Alright. This is just the beginning. Let's go. Bye. Bye. Tschüss zusammen. Das ist ein Zeichen von Reichtum. Wir haben jetzt, es ist das Reichtum. Wir haben jetzt zwar dieses Jahr kein eigenes Kajütli für heute. Weil letztes Jahr haben sie uns einen Container angestellt. Ja, aber ich habe auch auf einen Container gehofft, als Backstage. Und ich habe einen offenen Space bekommen. Aber es ist okay. Ist auch okay so. Ja. Wir nehmen es. Sind wir eigentlich schon drin jetzt? Ja, wir sind drin. Geil. Okay, Recap von heute. Das erste Gränichen, nein, der erste Tag vom Gränichen. Ja. Wir haben keinen Container gehabt. Morgen haben wir vielleicht etwas anderes. Man munkelt es, man weiß es nicht. Man muss einfach morgen wieder reinhören. Ich finde es vor allem mega lustig, wie du jetzt sagst, morgen haben wir vielleicht mega etwas anderes. Die Leute jetzt den Podcast so gesehen und dann so, oh ja, in dem Fall, morgen haben wir etwas anderes. Und eigentlich hören wir auf Schnurren und sie so, es ist morgen. Hey, stimmt. Für euch 1 Sekunde, für uns eine ganze Nacht. Ja, Mann, das war mein Spruch letztes Jahr. Jawohl. Der hat sich eingeprägt. Das ist ganz gut. Nice. Ja, wie findet ihr den ersten Tag? Hey, schön, aber für meinen Musikgeschmack bin ich wirklich nicht so bedient worden. Das muss ich wirklich im Ernst sagen. Ja. Also, Code of Conduct hat mir mega zugesagt. Ja. Und sonst hat mich nichts so mega gepackt. Ich habe immer wieder Sachen gesehen, die ich fand, ganz cool. Nice, kann man hören, macht Fun live, aber... Harry, das war auch noch hart. Sagt er und lügt nachher. Songs geschaut. Das heisst, hast du Irony of Fate einfach direkt ins Gesicht geschaut und gesagt hast, sie gut gespielt. Nein, sie haben wie ausgeblendet, weil wir es schon interviewt haben. Ja. Nein, natürlich, so. Aber ich habe heute Irony of Fate zum 11. Mal gesehen. Ich weiss, was ich bekomme. Es war keine Überraschung mehr. Außer die Outfits. Außer die Outfits. Und die habe ich ordentlich gewürdigt. Aber welche Band hat es jetzt komplettiert? Wir hatten Match an dem Festival. Ja. Irgendwie so gemischtes Line-Up. Was hat es jetzt komplettiert? Ich habe eine ganz konkrete Band im Sinn und das ist nämlich Escuela Grind. Weil die haben letztes Jahr ihren Gig da absagen. Ja. Und sie sind jetzt wieder in Europa. Sie sind nächsten Donnerstag nämlich in Aarburg. Darum, wenn man das irgendwie gescheit eingefädelt hätte, hätten sie heute können am Grenchen spielen können. Und dann wäre es perfekt gewesen. Aber das ist unfair, Brian, weil das war eine riesen Misere letztes Jahr mit Escuela Grind und dir. Das heisst, Escuela Grind könnte dir sowieso alles retten. Egal was ist. Ja, eigentlich schon. Das wäre wie wenn ich jetzt Linkin Park spielen und mein Leben wieder einen Sinn hätte. Ja, aber stell dir vor, das letzte Grund voll Linkin Park kann wieder nicht, weil sie wieder all den Scheisser haben. Und dann spielt Escuela Grind. Ich würde brüllen von Freude. Ja, fair. Ja. Und ihr zwei? Ja.
Welcher? Ich glaube, heute war Medin Sound. Ja, also ich bin ja der Quotenpunker von uns drinnen. Ja. Von dem her, für mich war sehr vieles dabei gewesen. Mhm. Es hat angefangen mit unserem Gastredner da. Ich nenne jetzt keinen Namen. Mit French Fries, die sind super gewesen. Hat Spaß gemacht zum Hören. Ja. Dann ist es ja... Ricky, ich glaube, mein Mikrofon ist ein bisschen laut. Was? Mein Mikrofon ist, glaube ich, ein bisschen laut. Es schlägt immer oben an. Wieso schlecht? Es schlägt immer oben an. Ich muss mich abnehmen. Ich habe mich aber genau gut. Ja, das hättest du vorher schon wissen können. Ey, jetzt will ich mal die Professionalität da. He? Ja, warte, ich habe meinen Backstage-Bändel vergessen. Ich weiss nicht, wie die gespielt haben. Ist ja gleich, wenn es ein bisschen Clip bei dir. Hallo. Gut, dann ich kann immer noch reden. Das ist gut. Ist doch gut, oder? Ja. Also, easy. Heute hat ja gespielt, oder? Unter anderem. Oh ja, das ist ein bisschen der Hoch. Aber das ist egal. Das ist nur der... Unter anderem haben French Fries gespielt. Dann habe ich Code of Conduct gesehen. Ja, ballert wie Sau. Ja. Dann habe ich super gefunden. Dann habe ich Athlete ein bisschen geschaut. Ja, nicht reingeschaut. Was macht ich auch nicht. Also, ja, also... Sehr geil gewesen. Menschen haben gesagt, nicht viel, weil wir sind ja dort gerade am Zeug aufnehmen da hinten drum. Wie hast du denn geschafft, noch Athlete zu schauen? Nein, wir sind eben dran durchgelaufen und ich habe Urs reingespinselt. Like Bobby. Okay. Ja. Das haben der Ricky und ich bei Mr. Linus gemacht, weil wir lange auf dich warten müssen, um nachher am Rad zu drüllen. Aber schon haben wir doch 20 Minuten geschaut. Ja, so eben. Aber ich traue mich wie nicht, um auf Gedudel drücken, ich habe sie gesehen, weil ich habe wirklich nur so mit einem Auge angeschaut. Das lange. Der Umi hätte dort schon 2 Bands gesehen. So. Der Umi seine Stats würden alle nicht stimmen. Aber Bella, warum hast du so lange gehabt? Sag mal nochmal. Ja, weil ich dumm war. Ich bin zuerst losgelaufen, dann habe ich... Was hast du machen? Zuerst habe ich etwas aus dem Auto geholt im Backstage. Ja. Dann habe ich den Autoschlüssel vergessen, dann bin ich zurückgelaufen. Dann bin ich dort vorgelaufen, dann habe ich das Auto abgeschlossen, habe das geholt, bin zurückgelaufen und habe nachher gemerkt, dass ich vergessen habe, mein Portemonnaie mitzunehmen. Dann bin ich wieder zurückgelaufen, habe das Zeug reingerührt, dann habe ich gedacht, gut, ich ziehe mich noch um. Ja. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen und habe gemerkt, dass ich den Backstage-Bändel vergessen habe. Ja. Und dann schreibt er im WhatsApp, sorry. Ja, ja, ich habe gedacht, das hat jetzt eine Entschuldigung nötig, es tut mir wirklich leid. Einfach keine Explanation. Ja, ich habe gedacht, es geht schneller, aber die hohe Weg vom Auto bis zu euch war wirklich weit gewesen. Und ich bin wirklich meistens weit gelaufen, bis ich gemerkt habe, dass ich etwas vergessen habe. Ich bin jedes Mal durch die Steine durch und schon rechts wieder raufgegangen. Ich glaube, ich habe dich angesteckt mit dem. Ich habe noch... Hey, mein Hirn ist im Fall abgesehen von den Acts, habe ich noch etwas Kleines. Hässige Musik Luzern. Mein Camp ist... Ich muss an ihrem Camp vorbeilaufen, um in mein Camp zu kommen. Ja. Und jedes Mal, wenn ich durchlaufe, bieten sie mir einen Fleischkäse an. Und es ist nicht nur irgendwie ein Running Gag oder so, sie haben wirklich viel Fleischkäse dabei. Brudi, das ist Beef. Morgen gibt's Beef. Ja, kein Servala, morgen gibt's Beef. Es ist wirklich Beef. Und ich habe ihnen gesagt, los, ich musste das Tasting machen mit dem Bello, also sollen. Und darum gerade so genug gegessen und alles. Aber morgen am Morgen komme ich sehr gerne einen Fleischkäse holen. Darum Cliffhanger, ob sie ihn wirklich aufbewahren können für mich. Okay, ja. Ja, haben sie einen Kühlschrank? Sonst wird es, glaube ich, schwierig. So eine Kühltruhe, ja. Sonst kühlt es draußen. Sehr geil. Ja. Was haben wir noch gehabt? Wir haben mega coole Fotos gemacht bekommen von uns. Ja. Ja, wo wir dann mega gespannt sind, wie das Endergebnis ist. Oh, ja. Von der Jess, die gerade wegrennt von uns. Sie versteckt sich hinter der Leinwand, nicht schlecht. Das sind mega herzige Fotos von uns drinnen, glaubst du. Ja, also bandtechnisch war es wirklich heute ein bisschen mühsam bei mir, weil ich die ganze Zeit rumrennen musste. Ich habe Bad Nurse cool gefunden. Ist halt Punk, habe ich geil gefunden. Dann natürlich bin ich am 8. wieder knapp aus dem Backstage rausgerannt und höre auf der Bühne, auf der Hauptbühne, eine deutsche Band, der Song «Was zum Fick» trällern und haben mir gedacht, the fuck, Alter, wo bin ich jetzt da gelandet? Die spielen doch noch lange noch nicht. Und dann ich so, oh shit, das ist schon 8. Ja. Und dann hat Lumpenfach gespielt, was sehr, sehr geil war. Wirklich überraschend gut. Ich sage ja schon immer, das ist eine gute Band. Die machen Punk. Das ist die letzte verbliebene deutsche Punk-Band. Hast du Self-Deception erwähnt? Self-Deception? Ja, das ist mir geteased worden als... Das müssen wir eigentlich schauen, wie es via Treyu. Und das hat hure Piss. Und dann bin ich rausgelaufen und das war via Treyu, aber anders. Ja, schon anders. Wie Treyu und Eskimo Cowboy miteinander. Schon ein bisschen. Ich finde jetzt den Vergleich mit Electric Cowboy wirklich nicht... Aber zieht old, nicht. Old das ist Electric Cowboy. Das ist auch so Partyrock. Electric Cowboy hat schon dort viel mehr Elektroinstrumente drin gehabt. Ja, das schon. Ja. Es ist wirklich eher ein Treyu wie das andere. Ja, ein Treyu ist aber ein bisschen ernster. Ich meine, so die Self-Deception, das ist jetzt hast wirklich du ein Treyu schon mal live gesehen? Ja, der Sänger mit der schwitzenden Glatze, ja. Bruder, beim letzten Song von ihnen ist der Gitarrist mit Donuts im Publikum rumgelaufen und hat sie verteilt.
Ja, aber das war bevor sie sich aufgelöst haben wahrscheinlich, Ja. oder? Sie machen ja etwa seit dem 19. wieder Musik. Nein, das war an dem Tag, wo ich entlassen worden bin, letztes Jahr, bin ich am Abend Trail schauen und haben wir Donuts vom Gitarrist gegönnt. Nicht Cool, schlecht, ja. okay. Nein, ich habe immer gemeint, die wären ein bisschen serious. Self-Deception war fun, aber definitiv nicht serious. Also die Musik ist schon serious für Trail. aber aber was ist nicht so serious gewesen, aber spannend. Ja. Anyway, Die ganze Zeit Trail einfach hat seinen heute ja Pizza nicht gespielt, geschickt geworfen. aber Self-Deception hat gespielt. Ja. Wie haben Sie gefunden? Das ist cool gewesen. Ich habe cool gefunden, wie der Bassist einfach seinen Pick nach jedem Song einfach geworfen hat und einfach Leute so im Auge getroffen hat. Einfach bei Leuten einfach. Aber Er hat eine hohe Kraft gefallen. Es sind einfach 3 Leute getatscht, bis er am Boden Wir war. haben vorher noch etwas nicht erwähnt. Sveti hat ja T-Shirts in die Menge rausgerührt und Ah, ja, Küsse. stimmt. Beim dritten Shirt, das sie gerührt hat, Ja. ist sie, glaube ich, aus der Hand gerutscht früher und sie hat es voll an mit Fresse ballert in der ersten Reihe. Das habe ich sehr lustig gefunden. Das habe ich gesehen. Ja, ist sick. Ciao zusammen. Das war mein Highlight of the Day gewesen. Dafür habe ich jetzt ein Irony of Fate Küsse, das ich jetzt zum Schlafen brauche. Ist wirklich sinnvoll investiert, weil Ja. da campen, du hast eigentlich nie ein Küsschen dabei. Und Wir haben der es Schlafsack, vergessen, wir haben es vergessen zu kaufen. der Ja. Schlafsack ist nicht das Gleiche. Darum richtig guter Merch für einem Festival. Definitiv, ist super, kann nur empfehlen. Und nachher? Nachher habe ich den Ricky bekehrt. Ich habe den Ricky zu Blackout Problems geschickt. Wer warst du? Du bist auch. Die haben ziemlich Harriet straight hast du nach schon erwähnt, Lumpenpack oder? gespielt. Hast du Harriet? Nein, Du hast Harriet habe ich nicht erwähnt, Du weil hast ich habe fucking die... 3-4 Bands vergessen, Alter. Ja, Er Harriet ist auch nicht chronologisch vorgegangen. ist ja keine Okay, ja, Schweizer das ist- Band. Ich habe sie Okay, nicht fair, geschaut, ja. das ist keine Schweizer Fair, Band. okay, ja. Wir sind ein Podcast über Schweizer ja, Blackout Metal-Szene. Problems ist Schweizer Band. Nein, aber die habe ich geschaut, darum wollte ich sie erwähnen. Hast du eigentlich die letzte Podcast-Folge vom Grenichen nicht gehört zur Vorbereitung von Brian und mir? Schon, ja. Die Uhren. Ah? Uhren. Ja, also ich habe es editiert. Ah ja, stimmt. Aber du hättest jetzt noch mal hören zur Vorbereitung, aber so mental. Okay, ja, fair. Ist gleich. Nein, nachher hat der Ricky endlich mir einen Grund gegeben, jetzt kann ich endlich Blackout Problems beschreiben. Ja, Ich habe das Team von Polar Shift nämlich auch bekehrt. Das Team von Ja. Polar Shift hat also, was ist das? Er ist egal, ich komme schauen. Und dann hat er gesagt, es ist geil. Und er fragt mich, was ist das? Und ich so, ja, keine Ahnung, die machen einfach Musik. Die machen keinen Core. Was ist ein Core? So, nein, Team, nicht jede Band, die da spielt, macht Core. Es ist nicht alles Vor allem Metalcore. das ja nicht, ja. Es ist nicht alles Metalcore auf dieser Welt. Und dann hat der Ricky einfach gesagt, ja Brudi, das sind einfach HC-Kids in einer Indie-Band. Ja, Das ist eine Das sehr trifft gute zu. Beschreibung. Ja, Gell? voll. Ja. Der andere war High-Kicks am Machen, so, ohne Distortion, das war lustig. So, okay, ja, fair. Und alle mit Schnauz, das ist super. Perfekt passt. Voll. Die Schnauze ist, glaube ich, einfach auch Punk-Ästhetik Ja, mittlerweile. Du definitiv. brauchst es, sonst bist du nicht Punk. Ja, 100%. Nein, den fragen wir nicht, sonst endet es nie. Ja, das ist es nicht. Ja, das ist mein Schnell Highlight gewesen überschlafen. heute, Blackout Problems. Die Sehr werden, glaube cool ich, ziemlich gewesen. lange die beste Band bleiben, bis morgen dann Sperling spielt. Und dann haben wir 2 beste Bands gehabt. Ja, Blackout Problems war wirklich interessant gewesen. Also, nicht wirklich unbedingt mies, aber cool. Aber du hast es gut gefunden, hast du gesagt, oder? Ja, definitiv. Ja. Dann, Attila hat ja nicht gespielt heute, oder? Nein. Spielt heute nicht. Spielt nicht. Aber Battlesnake fängt jetzt an, genau jetzt. Und die schauen. gehe ich fix noch schauen. Ja. Und Battlesnake und Stadt Attila ist dann Anamakara am Start von Spreitenbach. Stimmt. Wie uncool willst du sein als Band? Einfach sagen, du kommst von Spreitenbach. Nein, Regensdorf, glaube ich. Fuck. Aber ja, Das das ist schon ein Mühe cooler. So wie Aber dann machen so wie alle sind Bands, am sie kommen Wacken einfach aus Vinti oder angekündigt Zürich. worden, Ja. aus Regensburg-Watt bei Zürich. Ah, was? Hat der Moderator am Wacken gesagt. Regensburg. Expello hat fucking das Metal Battle gewonnen, gell? Haben wir noch nicht gratuliert, Ey, oder? nicht spoilern. Was nicht spoilern? Da tun wir morgen zum Morgen darüber reden. Ja, aber wir können ja gleich heute schon Leute geschnappt. kennen sie erst in der nächsten Woche. Also, Expello hat gewonnen, internationale Wacken Contest, congrats. Also das heisst, alle Represent. Bands, die in den Schweizer Finals nicht weitergekommen sind, Sind zwei haben Platz. basically gegen die beste Band der Welt verloren. Genau, von dem her ziemlich gut. Ja. Voll. Und sie haben sogar die lokalen News geschafft. Im Ja. 10 von 10, SRF. Expello, Yes. Wacken. Jawohl. Und das ist bevor sie gewonnen haben. Ja, sogar bevor sie gewonnen haben, im 10 vor 10 Also, gekommen. nachher sagen, Jury hat einen guten Job gemacht. Aber Die Jury hat es tiptop gemacht, Ja. ist darum auch noch geschwind im 10 vor 10 gekommen, zweimal.
Ja, aber ich würde gerne wirklich morgen ausführlich über das mit euch reden. Ja, das ist super. Definitiv. Ja, voll. Wenn wir schliessen für heute und zu Battlesnake gehen. Du dir genug ins eigene Horn tut. Wir können sogar morgen den Nick einfach anrufen. Nein, das machen wir nicht. Okay, also. Wir probieren morgen professionell zu sein. Wir machen morgen keine irgendwelche Faxen, wir machen einfach eine Stunde und gut ist. Alright. Also, für eure Sekunde, für unsere ganze Nacht. Wir sehen uns morgen. Ciao zusammen. Peace! Shoutout Metal Servila. Nur, dass ich da auch noch reinjucke. Ist witzig, mit euch im Backstage rumzuhängen und ein Bier zu saufen. Nice. Morgen zum Morgen, zum ersten Kaffee. Yes, let's go. Vielen Dank an Simon. Ich hätte sogar gewusst, an Simon von French Fries. French Fries. Let's go. Wir sehen uns in etwa 2 Sekunden geschätzt. 1, 2.